Ich zie hier an der Estado von Chihuahua, Mexico. In dieser Suchboon begeht nur die Stadt Cuauhtémoc. 100 Jahre terug, in 1922, Anfangs März, kam die erste See mit Mennoniten hierhin von Manitoba, Kanada. Dietsche Mennoniten haben zum hierhin getragen. Aber die andere Zeit wird es hier viel anders. Mein Name ist Friesen und ich will mal ein bisschen an diese Geschichte nachgehen. So, wenn du neugierig bist zu meiner Weiten, dann komm mit mir mit. Wie kam diese Stadt aus Cuauhtémoc? Über 100 Jahre terug waren hier sehr wenig Häuser. Und du meinst, wie ein Suchstation, ein Sister und ein Spätjahr. Das war ein bisschen so ein kleines Dorf. Ein Pueblo mit dem Namen San Antonio de los Arenales. Kort gesagt, San Antonio. Nun sind wir hier im Campo 7a und hinter mir ist das Dorf Rosenfeld, was durch gut über 20 Kilometer ist von der Suchboon. Das ist hier, wo ein von den ersten Gruppen Menschen sich zusmüht. An das Buch hinterlassene Schriften von ältesten Isaac M. Dick schrift er, dass es 2 Teile gegeben und ihre Sachen von den Suchkorn aufnehmen. Er schrift wieder, dass sei aus einer Gruppe von 14 Menschen für Leute in San Antonio den 3. Tag, Tag 2 Nummer, und Tag 11 Subis können sie endlich mal partieren. Stell dir mal vor, nächsten Reisen mit Früh in Kenia, ab Berges voll Sachen, und mit einer Herdbeister, was man zu Fuß besiegt gegeben. Nur eine offene Stadt und ein fremdes Land. Die haben ihre selbst dann abgestellt und so gelebt, was sie erst ihre Häuser gebaut haben. Mir hört sich das so, dass der Anfang hier ist nicht leicht war. Wegen der Schrift dort nach 1922, hier in Säuer, 3 Jahre. Isaac Dick schrift nach von Dorfsplan. Auf Plattdeutsch würde man sagen, Dorfsplan. Okay. Jeder Gruppe hat einen Dorfsplan. Okay. Ein Plan, wo du weißt, wo sie anfangen zu bauen. Und auch ackern. Campo. All dort wir vorher auch gemerkt und in 1921. Nur dem, dass die Delegaten hier schweren und kommen gewasst. Und was das Land hier gekauft wird. Ich dachte immer so, dass Campo 1 wir wo das erste Dorf anfängt. Und je mehr Dietsche was kommen, je mehr Dörfer müssen sie dann merken. Okay? Aber ich habe gelernt, dass Campo 1, but 25, der Manitoba Colony Plan, ist für die erste Dörfer von euch für alle zugleich anfangen. Und in 1922. Wann ich dort wenigstens habe, verstehen. Euer das Stadt, die hier wir, in euer der Dietsche in Mexico tragen, hat das Platz den Namen Hacienda de Rubio. Rubio ist ein spanischer letzter Name und in 1922 wird der Name hier so arriv. Meist alle Dietsche nahmen das Stadt bloß Rubio. Aber wirklich heute dort nu Alvaro Obregón, wegen ein Mann. Miguel Calderón Ramirez, Meier von den Luther.
Alvaro Obregón ist nicht bloß irgendein Name. Heute wird der Präsident von Mexiko in 1922 aus der Dietsche hier antragen. Heute wird da, wo die Dietsche die Freiheit gibt, zum hier wohnen. Miguel Calderón Ramirez sagt, dass die spanische Formen wird an diese Gegend angedeuten, viel zu beschützen, von wo das Land hier wird verkauft. Wegens die Dietsche fangen an mehr und mehr Land zu kaufen. So, heute traf sich mit Alvaro Obregón und kriegt Freiheit zum das Land helfen für seine Menschen. Und durch all dort, heute steht hier von diesem Tag Alvaro Obregón. Zwischen 1922 und 1927 werden er 6000 Dietsche von Kanada, was sich hier in Mexiko, gemacht. So, nu zijn we gekomen bij de grote Frage. Wieso trokken so viele Dietsche weg von Kanada? Ohne 1917 fiert Kanada een Gesetz an, dass alle Dietsche Schulen sollen anfangen, Bücher zu brauchen, was von der Regierung kommt. Und wegen die Bücher auf Englisch spielen, sollen die Dietsche anfangen, auf Englisch zu unterrichten. Ohne 1919 wird das Gesetz auch bekannter und strenger. Ohne 1921 fing die Dietsche Land an Mexiko. Ohne 1922 trocken wir Dietsche von Kanada New Mexico. Ohne 1924 fing Dietsche an Mexiko zu tragen. Glück von Russland. Ohne 1927 wohnen du all 1800 Dietsche in Paraguay. Ohne 1930 und ohne 1947 trocken Dietsche Russländer Glück in Paraguay. Ohne 1958 trocken wir Dietsche von Mexiko nu Belize, wo zu jener Zeit Britisch Honduras war. Ohne 5 6 und 7 Jahren trocken wir Dietsche von Mexiko, New Ontario, New Kansas, New Texas, New Oklahoma und so weiter. Ohne 1968 fing Dietsche an, New Bolivien zu tragen. Und von der wohnen sie alle wegen auf der Welt. Ist das klar? Mir fehlt Luft. Wir waren bis jetzt 3 Stunden, 1922. Nu zijn we hier in Dietsche, eine kleine Stadt, die al über 300 Jahre alt ist. Und wat von ungefähr 20 Kilometer auf ist von Cuauhtémoc, Süden ab. Die wollen ihn vielleicht fragen, was hat diese Stadt mit dieser Geschichte zu tun? Well, wir wollen ein bisschen wieder anstarten. Jahre 3 wird dit eine sehr droge Minenstadt mit von ungefähr 3000 Einwohnern und mit einer Suchbahn, die von San Antonio kommt. Dit ist eine sehr wichtige Stadt für die Dietsche Wegens. Hier können sie ankommen zum Einkaufen, zum Doktern und auch zum Eten. Das ist ein Bild von dieser Kirche, das in jedem Einzelnen aufgenommen und in 1926. Mich interessieren seine alle Gebiete auch sehr. Wie kann es sein, dass die Dietsche Tiane Tito sehr nicht schwierig hier gewesen? Naja, wir noch wieder angehen an dieser Geschichte. Was die Dietsche hier in Mexiko wären, dauert nicht so lang, was soll das eher Tüßnanden. Diese waren gebaut in bildbildende Dörfer in meiner Kolonien.
En te dezelfde tijd was San Antonio ook. Leo en Louis Hempel hadden al aan het 20 jaar in Stuur in San Antonio, wat nu deze stad is. Die mooie Dietsche wordt naar Chihuahua trocken, de dollar van San Antonio unterwezen. Dort aan deze zijde is Cuauhtémoc en hier aan de andere zijde is Cusi. Kort gezegd, Cusi. En in 1928 werd de Cusi Municipal gespeeld van San Antonio wegen een paar Ursachen. De eerste Ursache war, dat San Antonio wie al een kleine stad geworden en de meeste mensen kunnen doorgaan zum Antwerpen. De tweede Ursache war, dat arbeiders van Cusi fingen aan naar San Antonio te trekken wegen de minerals wat aan Cusi worden gemint, worden zeer knap en de arbeid wordt plus dinja en dinja. So, de mensen van Cusi maakten de Entscheidung, sich te trennen von San Antonio en van daar wieder wordt San Antonio Cuauhtémoc genannt. Cuauhtémoc was zeer boezig en in 1948 werd hij aangegeven als een stad. Van daar kunnen we zien, wat zeer de stad al is manche daarbij geweest. Door op de aard die we in Dietsche stuur met de naam Radekap. Beelden wat we hebben wijzen ons dat het stuur door al in de 20 jaren weer en ook in de 50 jaren. De eigendommer te dat stuur weer in Duf Radekap. In Dietsche Russlanden wordt nu weer gelijk van Rusland hier naar Mexico getrokken. En in 1949 stelde hij aan zum wat zeer grote buren. De Coca-Cola. Alle wetter. Duf Radekap nam een städtische buurmeester aan om den alle wetter buren. En de eeuwige arbeider weer meest alle Dietsche mannen. Om den alle wetter buren verlangt de arbeid door dag en nacht te schaffen en ook ohne zindag. So, Duf Radekap, zijn zijn Aaron Radekap, kon dat met Isaac dik bereden dat de Dietsche arbeider würden dan ook ohne zindag schaffen. Als de alle wetter hier sporig weer, wordt de zeer gebruikt zum Zuchtkorn van Hoevervellen. Van de 50 jaren tot de 80 jaren. Alles wat de alle wetter van der deed, is kokerluven. Wir sind hier auf der Blumfeldsche Linie und hängen mich hier so in der Stadt Cuauhtémoc. Die eine Zeit wird das der Korridor. Meine Papa vertelt mir mal einmal, wo er können denken, wo er in seinen jungen Jahren mit seiner Mama und Papa in der Stadt fahren mit dem Wagen. Da wird er in den 5 Jahren, 6 Jahren sein gewesen. Und er sagt, dass die einen Tag von Steinrich nach Cuauhtémoc fahren. Einen Tag würden sie ankommen und den dritten Tag würden sie dann fahren. Das ist interessant, was solche Dinge geändert haben. Und von der ersten Tag wird es nicht mehr Stunden von Steinrich nach Cuauhtémoc zu fahren. Wir sind hier nu an Rifa, was ganz dicht bei ist bei der Dorf schon weiß. Und ich sehe hier mit was von meiner Freundschaft habe. Dieser Dorf vor hier ist ein Platz, was verbunden ist mit einer Geschichte von einem Mann, der hier mal ist verdrunken, und in 1925. Der Mann war meine Urgroßpapa. In Friesen von Nienberg. Wir hatten alle von 54 Jahren. Ich bin Johann Friesen. Und der Onkel wat hier verdrinken deed, am Anfang bin ich in Mexico weer, in 1925. Dat was mijn Großpapa. En hij voer me naar de kerk am Sonntag. En nu deed dat zo lang, wat hij naar huis kwam. En dan zag zijn mama, hij zal schwimmen om Rifa gaan en kijken, als het de Rifa op een water. En je neemt op tafel zich de taub. En hij zegt, kijk zijn voor de dijk voor en als de Rifa vol water, hij zegt zijn voor de dijk voor. En
met schelen en hij weet niet wat hij doen zal. Hij heeft er wat hij heeft niet. Hij raamt dus trainen daar en zegt dat. En dan raamden ze van daar en dan help. En de hebben meest battelijk, dan hebben ze hem gevangen. Zijn oudste broer had hem aan de strand kunnen uitholen. En mijn dad deed weer dan 5 jaar. Ja, en hij zegt veelmaal, hij zei, hij geloofde hem kunnen nog denken, maar hij wist niet hoe ze hem dat zo klar verteld. Aber wenn sie noch mal so jung war. Und aber am können klar denken, dass sie am einen Bach gegeben hat, dann muss bei unter Leet sein. Da habe ich gerade sehen, der hat gebannt. So als diese Isabun hier erstmal wird angelegt, so dass die Suche kommt vorn, kriegt so an ungefähr 100 Jahre 3, das Land mal reingemerkt, so dass die hier nicht kann wohnen. Naja, das ist alles von nu. Ich weiß, dass diese Geschichte erst noch viel grader ist, was ich hier hergebracht habe. Aber denk mal an das. Wir wohnen in einer Welt, wo der bloß vorwärts geht und immer ändert. Im Vierten ist es schwer zum Widerstoppen, wenn einer immer angebunden ist und so eine Zeit. Aber probier nicht zu vergessen, dass ich und du, wir sind auch noch gehört von dieser Geschichte, was von hier wieder geht. Die Zukunft, die Leet. Die Sonne geht ab und die Sonne geht drauf, die Jorn, die gehen vorbei. Ne Großmama satt und vertelt ne Geschichte te Kinder von jane Tijd. Hey Papa, wo muss ich hinfahren? Hey Papa, wat geht du so lang? Mama sieht dort die Gefangene steht, wo neuer Trag wie du dann alle han. Jo, die Tid das hier dort wie nu kann fahren, nu Ons Launt Enn Mexico. Wo wordt euch suchvorn? Hey Papa, ist euch so lang? Mama, seh wie so'n alles nehm, alle Sachen, alles wat wir han. Wegen der Tid, das hier dort wie nu kann vorn, nu Ons Launt Enn Mexico. Jo, die Tid, das hier dort wie nu kann vorn, nu Ons Launt